Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Und wir machen jetzt gleich mal weiter hier beim Kloster. Und wenn mich nicht alles getäuscht hat, haben wir doch vorher nochmal in der Sequenz so einen Söldner hier stehen sehen. Jawohl, der sieht uns glücklicherweise nicht, weil er dumm wie noch was ist. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen. Okay, jetzt sind's russisch-irische Söldner, okay. Dann schnappe ich mir mal den Igor O'Brien. Stirb, Igor O'Brien! Okay, das war jetzt blöd. Ich habe jetzt nicht noch seinem M4 greifen können, weil Waffe hämmert zurzeit, Kenny. Also. Die sind bei Lazarevich. Er hat den Alten in das Kloster gebracht. Aha. So. Dann komm mal her, du Säckel. Ich will dein Pistol haben. Komm schon. Jetzt mach schon was, Drake. Zack. Bis dann. So, die schnappen wir uns. Egal, ob der andere Blödmann das jetzt sieht oder nicht. Das ging ja noch relativ gut. So, da gehen wir jetzt mal hoch und verkriechen uns hier. Wow, das war Glück, dass der uns gesehen hat. Ich probiere es jetzt einfach mal heimlich, aber ihr wissen, Yankee heimlich ist doch irgendwie so zwischen Rambo und zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Das ist dann Yankee heimlich. Okay, so, dich kriege ich an. Oh, da ist auch noch einer. Moment mal, das regeln wir ein bisschen anders. Das machen wir über die Kante hier, wenn das möglich ist. Ja. Ich probiere den Kerl hier runter zu grapschen. Er lebt! Ja, das tut er! Ja, uff! So. Komm her. Ne. Victor Derry, ich hab dich. So. Na also. Na gut, das war mal wieder Yankee heimlich. Diesmal ging es mir in die Schwarzenegger-Schiene, glaube ich. Verdammte Scheiße. Okay. Aber mal ein bisschen die Aussicht genießen, muss man sagen. Nicht schlecht, die Berge. Okay. Da ist das Kloster. Und eine Armbrust gibt es auch noch hier. Können wir die gerade verwenden, Vorsicht, die Armbrust? Soldaten. Ja, um die Uns noch nicht gesehen. kümmern wir uns gleich. Ich erledige die Kerle. 3 Bolzer haben wir in der Armbrust. Das reicht doch genau für unser Kollege hier, oder? Damit wir die lautlos ausschalten können. Sehr gut. Genau dafür wurde auch eine Armbrust gebaut. Sehr schön. Ohne dass es das halbe Kloster jetzt mitkriegt und die ganze Meute hier auf uns aufmerksam wird. Zack. Wow. Okay, das sind auch noch mehr als genug Handlanger. Und wir schnappen uns mal die Munition von denen, die wir schon erledigt haben. Da waren noch Granate. Oh, da gehst jetzt runter. Und der Endetyp hat schon gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt. Jetzt haben wir aber keine Armbrust parat, oder? Da steht noch einer parat. Wisst was? Viel Spaß damit, Buwer. Okay, den kann ich jetzt nicht so krapschen. Na egal, dann machen wir das halt wieder auf die gute, altmodische Art. 2 habe ich schon über der Haufe geschossen, das ist doch schon mal was. Einer ist noch hier, der könnte mir recht gefährlich werden. Oh Gott, was war dann das? Hoppala. Nein. Was heißt hier? Oh nein. Nate, weißt du was ich nicht weiß? Ah. Noch so ein Panzertyp. Okay. Solange nicht nochmal die Colonial Space Marines kommen, sollen wir alles recht sein. Das sind nämlich die übelste Gepanzerte. Ja, sehr gut. Jetzt wird man noch gelobt, wenn man Leute Halsschüsse verpasst. Wie im richtigen Leber. Okay, komm her. Okay.
Zack. Drüben ist ein Maschinengewehr. Okay, was rammt da wem in die Wurst? Willst du wissen? Nate, du Ferkel. Okay, der hat wahrscheinlich so Dragoon-Präzisionsgewehr gehabt. Okay. Haltende Molde Gaul A, das kriegen wir schon geregelt. So. Wieder einer niedergemäht. Der hat es aber verdient gehabt. Noch so ein gepanzerter. Jetzt ist er tot. Okay. Da geht's noch irgendwo hier. Ich mag mal gucken, wo mich das hier bringt. Während die Elena hier rumballert. Gucken wir einfach mal, wo mich das hier bringt. Oder ob es da nur in Anführungszeichen einen Schatz gibt oder ähnliches. Eine Armbrust. Oh toll, jetzt hat er das Ding auch noch irgendwo hier ins Nirvana gepfeffert. Na gut. Na gut. M4 gibt es bestimmt wie Sand am Meer. Die Armbrüste, die sind seltener. Und Spring Drake. Zack. Ja, die Armbrüste, die sind seltener. Die sollten wir zu schätzen wissen. Finde ich. Persönlich. Okay. Ich glaube, die Elena hat jetzt schon mal alles niedergemacht, was geht. Oder? Nee. Definiere in Ordnung, Nate. Ach, da ist noch einer. Ah, nee, das ist die Elena. Okay. Die sollte ich nicht erschießen. Oh. Okay, Mistkerl an der Flak. Mal gucken, ob wir den nicht so ausschalten können. Scheiße, okay. Na gut, das war jetzt eher suboptimal. So. Dich kriegen wir auch. Dich kriegen wir auch, Kerl. Die dürfte aber treffen. Und? Na, Mist. Okay, das war eher auch ein Schuss in der Ofen. Dann machen wir das halt anders. So, das können wir als Schutzschild nehmen, das Ding. Ja, mit dem Ding können wir rüberrollen. Da haben wir mobiles Schutzschild. Das ist schon nicht schlecht. Und das muss wahrscheinlich eh hier rein, ne? Genau. Hallo? Was war dann das? Hoover? Wollen die mich verarschen? Okay, das sind noch ein paar. Da ist auch noch seiner. Ich bin hier auf dem Präsentierteller gerade. So, das war eine dumme Idee von dir, dich hier zu verkriechen. Und, mein lieber Freund, verballert du nur deinen Vorrat. Ich nutze das Share aus. Und jetzt bist du dran. Jetzt mache ich dich fertig. Aballa. So, auf die Schniss. Uah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo sind dann die? Okay, ich muss mich nochmal irgendwo verkriechen, bis ich wieder geheilt bin. Auf die Nonne? Was hat denn ihr verwiderliche Typen auf die Nonne? Nur weil ihr hier im Kloster seid, könnt ihr nicht so retten, Buber. Okay, da aber ist noch einer. Komm, da komme ich mit der Armbrust ab durch die Panzerung durch. Heb mir dein hässliche Washing du raus, Victor. So, jetzt. Jetzt aber. So, wieder einer weg. Another one bites the dust. Da-da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, da-da-dum. And another one down and another one gone. Another one bites the dust. Trophäe erhalten in Kupfer-Schießäffchen und eine Henker-Trophäe habe ich auch noch gekriegt. Okay. Ja, wer ballert dann da noch? Wo ist dann der Kopf, du Knet, der hier noch rumschießt? Ich sehe dich nirgends. Zeigt der hässliche Visage. Ich hab dich. Ja, wo bist denn du, Kerl? Ich weiß nicht, wo du bist. Verdammt. Ja, egal, komm, die Armbrust kann ich jetzt auch mal Armbrust sein lassen. Steht mal, sag ich, guck hier noch deine Typer. Nate, mal wieder.
So. Jetzt gehe ich auch mal hinter das kaputte Ding. Och nö, jetzt hat sich da wieder so ein Sack eingeschlichen. Okay, komm. Du kriegst auch was auf der Dates. Dreckiger Scheißkerl. Jetzt habe ich den zumindest hinterm Flak rausgelockt. Jetzt baller ich auf alles, was zu der Flak will. So. Das dürfte es gewesen sein, oder? Erste Mal. Die 300 Stwelle, die dürfte ich jetzt gepackt haben. Okay. Was seid denn ihr... Jesus, was seid denn ihr Buwe? Du gehst mal auf den Sack, Kerl. Sehr gut. Los, Ja. weiter! Also die Buwe hier, die gehen mal echt auf den Kletz. Was sind sie dann? Ah, da hinten. Wow, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Herr Uff. Scheiß Kerl. Ich hab's hackt. Boah, Alter. So, jetzt sind erstmal die schwere Kaliber weg. Und ich sollte... Nein! Ach Gott, was ein dramatisches Gepinse. Ja, okay. Weiter! Genau, jetzt kommen die ganze wiechte Kerle. Los, los! Nee, ich gehe an das Maschinengewehr. Ah, ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist sogar eine saugute Idee. Und wenn man nämlich hier mal richtig Aufrahmkommando, dann ballern wir mal die ganze Knabe hier über der Haufe, die es verdient haben. Alter, die ganze gepanzerte Arschgeige hier. Guck das mal an. Der Drecksack da hinten auch noch. Guck doch mal die ganze gepanzerte Arschlöcher an. Ja, scheiß doch ins Kanonenrohr, Alter. Du auch noch, du Sausack. Alter. Was ein Massaker. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Oh Mann. Also wenn ich sowas wieder sehe, weiß ich genau, warum sich die Art von Bewaffnung durchgesetzt hat. Du kannst mit M Standmaschinengewehr und mit genug Munition wirklich eine halbe Armee über der Haufe Jahre. Das ist so heftig. Mann, 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 Mann. Was eine maschinelle Art, viele Menschen gleichzeitig abzumurksen. Und zugleich was eine furchtbare Art. Auf der anderen Seite, ich meine, klar. Mit einem Schwert leid der Ranze aufschneiden. Das ist jetzt auch nicht gerade so wirklich die freundlichste Art, jemand umzubringen. Auf der anderen Seite, man muss sich so seinen Gegner halt stellen und muss sich dem Ganzen wirklich Aug zu Aug stellen, während das Maschinelle über der Haufe Mähe wirklich fast schon anonym ist. Mann, oh Meter. Krasser Scheiß, da kann man richtig abstumpfen, was das Töten angeht, wenn man erstmal so hunderte von Leid über die Jordan gejagt hat. Okay. Dann machen wir mal hier das Derle auf. Ich halte fest! Du zuerst! Okay. Wie freundlich, Nate. Zack. Immer der gentle Mann, der Kerl. Aber gut. Ah, jo. Okay, in welchem Gebiet sind wir jetzt? Immer noch im Kloster, aber da sieht es ein bisschen wiechter aus. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Natürlich. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Ah, jo. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Klar. Wie können's auch anders sein? Immer die Kletterpassage. So kenne ich das nicht von Ausgrabungen. Verdammt. Na gut, dann machen wir das so. Und da müssen wir wahrscheinlich entlang, glaube ich. Da geht es ja zumindest nur sicher runter an der Ziegelstelle entlang. Und von da aus kann ich dann da rüber hupsen. Vorsichtig. Die Dinger sind nämlich so stabil. Wow, 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 wow. Okay, aber da kann ich bestimmt sicher runter hupsen, oder? Ja. Ohne dass gleich die Musik erscheint. Und dann da hoch. Zack. Und dann über der sehr stabile Schwebebalke wahrscheinlich. Huch, was ist dann jetzt? Was war dann hier, was ich dann mit... Okay, hier Da ist heißt das Seil. es. Okay. Die kriegt natürlich wieder der einfache Weg.
Also selbst wenn ich den Weg gepackt hätte, über die Ziegel, ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich den Wurf mit dem Seil noch versaubeitelt. Das steht zu mir besser. Geborener Sportler, wie gesagt. Okay, mir nach. Hör auf zu rennen. Du blöde Kuh. Geht's, sag mal, geht's noch? Rahmt die dappig Sau mich da einfach voll über der Haufe. Ah, die hat sie doch nicht mehr all. Rennt doch wie eine Geisteskranke, während ich da in aller Ruhe versuche zu balancieren. Und dann stummt die Gretel hin, der heckt mich da auch noch runter. Ich glaub's hackt. Soll ich dich mal stumpe, du Kuh? Ach so, was Abartiges? Entschuldigung, aber das sind so Sachen, da reg ich mich tierisch über die KI auf bei sowas. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich darüber hupsen, nämlich A. Aber da kann ich nicht. Dann, Achtung. Ja. Wollte gerade sagen noch, hinter Achtung, Sterbemusik Ahoi. Also wenn du jetzt noch eine Seele runterwerfst, dann wäre ich wirklich grantig. So, die kommt nämlich mit, die Dappisch-Tant. Okay, kann ich da hochkraxeln? Ne, das geht nicht. Natürlich nicht. Und da an deine Dinger kann er sich auch nicht festhalten. Na gut. Vielleicht sollte ich dich mal über den Haufen schießen, ha? Du musst eben springen. Ich fang dich. Okay. Am Arsch fange ich dich. Ich hab dich. Aber So. Ganz leicht. ganz leicht, ja, ja. Ganz leicht vor allem. Das war jetzt überpelzig. Ganz leicht, ja, ja. Komm, Okay. hier rüber. Okay. Jetzt brauche ich die und ihr Ochse Kräfte dafür, dass er, weil er das alleine nicht hinkriegt. Okay. Jetzt kann ich über den sein... Hey, wir können da raufklettern. Ach was! Jetzt kann ich über dem sein Eckkorb hier hochkraxeln. So, ach was, ich kann hier hochklettern. Wow, Vorsichtig. danke Wer weiß, wie alt die Einstein. Blätter sind. Also sowas? Also momentan geht's immer gerade echt auf die Kletz. Ich hoffe, die erweist sich noch als nützlich wieder. Weil derzeit geht's immer gerade echt auf die Kletz mit ihrem KI-Verhalter. Okay, da entlang kann ich da hochkraxeln. Ja, das geht. Zack. Okay. Sieh mal. Da oben. Sind sie das? Ja. Sie bringen Schäfer in den Turm. Nazi-Schäfer. Komm, wir müssen uns beeilen. Entschuldigung, aber ihr wisst ja selber, bei Action-Spiele, bei Adventure-Spiele, alles wird immer besser, wenn Nazis mit dabei sind. Und natürlich musste ich in dem Fall betonen, Nazi-Schäfer, bitte. Oder SS-Schäfer. Naja. SS-Ahnenerbe, das waren natürlich allesamt, absolute Abenteurer. Das waren keine Bürohengster oder so, nee, das waren alles, top ausgebildete Abenteurer und Indiana Joneser. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, die vom SS-Ahnenerbe, das war ja nichts anderes als die Nazi-Archäologie, könnte man sagen. Und die waren natürlich auch schatzjägerisch drauf, aber die haben teilweise auch wirklich, teilweise, sage ich bewusst, auch recht ordentlich dokumentiert. Warum nur teilweise? Weil SS-Ahnenerbe auch zum Großteil ABM gehabt haben, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und dafür hat man teilweise auch wirklich einfach nur Fläche, zum Beispiel bei Trier, geöffnet, hat geguckt, was drin ist, hat ein bisschen über die Fläche gekratzt, ist aber nicht tiefer gegangen, hat nicht wirklich ausgegraben und hat das Ding wieder zugeschaufelt. Das heißt an sich wirklich kein wissenschaftlicher Nutzwert, das Ganze. Aber es war Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und hat so eine große Arbeitsbeschaffung gehört, die Hitler ja den Leuten versprochen hat. Und dafür hat halt auch dieses SS-Ahnenerbe gehört. Aber die haben teilweise auch sehr ordentlich gegraben und dokumentiert, haben es aber dann dämlich interpretiert, indem das größte Haus in einer Siedlung natürlich immer das Führerhaus hat sein müssen. Okay. Obwohl es Ich dann... suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Obwohl es dann in Wahrheit wirklich nur Speichergebäude waren oder sowas. Keine Aufmerksamkeit erregen. Natürlich. Leise. Okay. Geht klar. Das sagen mir die NSCs schon seit Ewigkeiten. Mach's leise. Ich hasse das. Warum kann ich doch nicht einfach die der aufschießen und reitrample? Naja, egal. Ja, also wie gesagt, die haben auch wirklich teilweise sehr ordentlich dokumentiert und sehr ordentlich gegraben.
aber blöde Interpretationen. Wie gesagt, größtes Haus hat immer das Führerhaus sein müssen, weil es halt in die NS-Ideologie gepasst hat. Dabei haben sie aber völlig außer Acht gelassen, dass das dann Speicherbaute waren. Gibt auch etliche Archäologen aus der NS-Zeit, die nach dem Ganzen ihre Aussage damals wieder revidiert haben, eben weil sie auch damals gesagt haben, das ist natürlich absoluter Quatsch, was wir da gesagt haben, aber man hat's halt Sache misse. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, unter was für einem Druck die Archäologen im Dritten Reich teilweise gestanden haben. Weil man eben die Archäologie dazu missbraucht hat, so NS-Ideologie-Scheiße bis in die Eisezeit zu beweisen, dass man auch schon in der Eisezeit bei den großen Germanen natürlich, dass man da auch schon Führer gehabt hat. Absolute Quatsch. Also zumindest nach dem NS-Prinzip absolute Quatsch. Okay, das sieht doch jetzt ganz gut aus soweit. Da können wir hier über die dick Türschwelle gehen und von dort aus das Mauerwerk entlang kraxeln. Das kennen wir ja schon. Und das können wir auch schon. Ach Gott, und jetzt die China-Restaurant-Musik. Ja, der Ziegel, der hält nicht so gut. Aber es klingt doch echt wie so Musik, die man in solche China-Restaurants immer hört. Upsala. Das ist auch schon ein bisschen morsch, das Holz. Aber glücklicherweise hat der irisch-russische Söldner das nicht mitkriegt. Gehen wir da hoch. Das war das edelste Geräusch gerade von mir. Boah, ich finde es gerade sowieso selber gerade assi widerwärtig. Und hoppla hopp. Das ist auch immer so eine Sache, wenn es dann zu Sommergrippe und Sommererkältungen kommt. Eigentlich absoluter... Ich hoffe, die sehen mich nicht. Huch, das war jetzt etwas komisch animiert. Okay, leise, leise rieselt der Schnee. Och nö. Da will man einmal nett und leise sein und dann kriegt das mal wieder so richtig fast. Ich kann kotzen. Ich wollte es echt leise machen. Und dann verpatze ich den heimlichen Angriff. Scheiß drauf. Wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich nicht so gut. So. Du auch auf der hässliche Wersching. Hör auf, dich zu wehren. Du bist nur ein namenloser Handlanger. Nur wer Name hat, der darf mich verletzen. Okay. Ja, wer es glaubt, halt die Schniss. Sag, Mann. Ihr nervt mich, ihr Buber. Habe ich wenigstens jemand getroffen? Das war jetzt blinde Granatewurf, aber ich hoffe, ich habe jemand erwischt dabei. So. Wechseln wir doch mal Una vor allem. Wechseln wir mal unser Muni. Ah, okay. Hau ab. So. Aha. Du hängt doch einer so hässliche Rieb raus. Und ich glaube, das waren sie soweit alle. Okay. Scheiße. Da will man einmal wirklich... sanft vorgehen. Und dann gleich sowas. Mann, Mann, Mann. Ach, kenn dich doch mal nur. Ach, kenn dich doch wirklich mal. Leise vorgehen, sowas. Habe ich dich. Ich glaube nicht. Okay. Okay. Klingt doch gut soweit. Und... Okay, der ist jetzt mit gespreizter Bär auf dem Balken gelandet und hat sich dabei die Eier gerissen. Das kann man verstehen, dass er das nicht überlebt. Komm her. Kuckucks. Knacks. Okay, jetzt kriegen wir wenigstens hier nochmal eine Chance, dass wir das langsam und heimlich machen. Und ich jetzt sage, das probieren wir morgen nochmal bei Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.